in Tiden, wo dort an seiner Schwur geht, es ist viel leichter, Dinge zu tun oder sein, die ans Lute sehr leid tun. Und das ist mir sogar, wenn das Marius auch passiert, ich werde nur dran mit feste Dinge und dann kann ich nachwarten und ging dort ein bisschen schief in der Marius auch. Aber kriegst du dort gleich so und auch an uns zu schaffen. Aber Gott ist du und Gott hat geholfen und der verspricht uns immer weiter zu helfen, wenn wir an dich bleiben tun. Und kriegst so wie das auch für David. Und das wird wie Fesenach sagen. Dort wir nicht leicht für ihn, sich jeder Tag für Saul zu verstärken und auch leider über 600 Männer zu sein, währenddem sie alle in der Wildnis wären. So, aber das wird seine Verantwortung wir. Und dann ist noch was passiert. Was passiert noch? Was am seiner Ruf brach und seiner Schwur für am wir. Wer starb? Samuel. Ja, sein Freund Samuel starb. Und dort wir für David sehr schwor. Und als er so durchgeschlagen wird, dann passt er nicht genug ab und er leitet seine Eier rüt. Und Nabal hat sehr arg gehandelt, dort weit wie, und dort wir seine früh auch ganz klar zu sein. Aber am Amt zu bringen, ging ganz gegen Gottes Wort und auch Gottes Willen für Also schickte Gott Abigail nach David, seinen Eier zu beruhigen, und Abigail war Nabals Frau. Abigail nahm Nabals Schuld ganz ab sich, kriegt aus Jesus Christus, und sie sind Schuld ab sich nehmen. Und dann sagt David zu Abigail, und das wird ich nicht viel Werk, da will ich von der lesen. David sagt zu Abigail in 1. Samuel 24, Vers 33, er sagt, ich lobe dich. Ich lobe dich, dass du so weise gehandelt hast und auch, dass du mich abgeholt hast, von ein Leben nehmen und von mir und wem zu reichen. So, wir sagen wir auch, wo Gott ansprechen will, Friedensstifter zu sein und andere Menschen zu helfen, auch Frieden zu finden. Und David sagte Abigail, ich lobe dich, dass du dort für mich tust. Und Gott, so ich sage, Gott kann uns auch in so eine Fällen helfen, andere zu helfen, Frieden zu finden. Gottes Wort sagt uns in Apostelgeschichte 13, Vers 21, dass Saul für wie viele Jahre in Israel kennig war. Wie lange wir heute kennig? Kriegst du so lange, als David war? 40 Jahre, ja. Saul war 40 Jahre kennig über Israel. Und von der mit Gottes Halb, wo wir den letzten 1,5 Jahr seine Herrschaft untersiegen. Ein paar Werk 3 los wie, wo David Sauls Leben wie viel Mal verschont hat. Wenigstens 2 Mal, very good. 2 Mal verschont hat. Das erste Mal in 1. Samuel 24 und das zweite Mal in 1. Samuel 26. Und dann lesen wir Folgendes an 1. Samuel 27. 1. Samuel 27 in der ersten Verse 1 und 2. 1. Samuel 27, Verse 1 und 2. Ein Tag meint David, ich war sicher noch ein Tag, und soll sie nach ankommen. Was kann ich beten tun, aus der Philister Gegend ran? Dann wird Saul abgeben mit mir an Israel siegen, und dann wird er mich nicht gripen können. Und David und seine 600 Männer muten sich ab und gingen nach Gad, nach Akish, der kann ich an Gad wir. So David und seine Männer gingen nach Gad, ein von den Hauptstädten in Philistia. Und kriegt der Prof David einige Jahre Eier alte down, als Saul am Anfang verleiht. Aber damals hatten die Philister am nicht geglaubt und auch nicht vertraut. Aber nur am 5 Jahre Luther haben sie am Dalle geglaubt. Woran, was glaube ich? Woran wurden sie am nie Dalle geglaubt haben als Eier, als vorher? Wer wir am Hängeron? Saul, ja, die Sachen, wo König Saul ständig immer weiter probt, David umzubringen. Und nu wird es sein, doch, dass Saul und David finden werden.
Nu können sie armen wird da glauben und vertrauen. Also leiten sie arm und auch seine Männer mit ihrer Familientaub in Philistia wohnen. In der Kirche gibt David sogar der Stadt Ziklag, wo sie wohnen können. Und dort bleibt David mit seinen Männern für 16 Monate. 16 Monate. Und dann sagt Vers 4, und uns soll hier dort David in der Philistia tragen, wir brauchte am nicht mehr zu fängen. In den Versen 8 bis 9 lesen wir, wo David und seine Männer deuten, während sie in Ziklag wohnten. Dort will ich auch für uns lesen. David und seine Männer überfallen die Lied in Geshur, Girzi und Amalek, die dort all lang gelebt haben. Und sie überfallen die Siedlungen von Schur ganz bei Ägypten. Und wenn David in eine Gegend wem überfällt, dann lässt er keine Menschen dort umleben, aber er nimmt ihre Schub, ihre Vieh, ihre Esels und Kamelen und ihre Kleider. Und indem David und seine Männer dort deuten, können David und seine Männer für sich und ihre Familien sorgen und können täglich die Völker anbringen, die immer weiter gegen Israel striden deuten. Und wenn kann ich Kirche dann David fragen wird, wo er von der wem überfallen, dann wird David am Wort sein. Kann wir die Geschichte? Dass die mit Israeliten striden deuten, nicht? Und über, dass wir nicht die Wahrheit. In dieser Lehre wurden auch Folgen. Wir lesen in 1. Samuel 28. Nie wollen wir die erste Verse weiterlesen, oder das mal lesen. Verse 1 und 2. 1. Samuel 28, 1 und 2. Dann kam dort weiter, dort die Philister sich sammelten, um mit den Israeliten Krieg zu machen. In der Kirche sagte David, verstehst du, dass du und deine Männer sollen für mich und die Armee kriegen? Und David sagte der Kirche, du wirst Krieg sein, was ich tun war. Nu wird David vor, nicht? Er hat noch niemals wirklich gegen Israel gekämpft. Aber er sagte, kann ich einmal weiter, ja, der hat auch fertig gegen die Israeliten gekämpft. Und, okay, er sagte ihm nicht, aber das muss die weiter gegen Israel kämpfen, die wirst mit mir kriegen und gegen die Israeliten. Und nun muss David tot sein und tot sterben, ja, er würde das tun. Wenn nicht, dann kann ich ihm nicht mehr vertrauen, nicht mehr glauben. Aber dann in Kapitel 29, 1. Samuel 29, lesen wir, dort aus den Philister ihre ganze Armee bei Afek getaubt sammeln. Und die Kommandanten von den Philister, David und seine Männer auch durchsagen, dann frühen sie, Vers 3, was tun diese Hebräer hier? Vers 4 sagt, und die Kommandanten von der Philister-Armee waren sich doll mit der Kirche und sagten, schack diesen Mann drei, die können trainen, die Stadt gehen, die du am Geist. Die sollen nicht mit uns an den Krieg gehen. Warum nicht? Warum haben sie Angst? That's right, die hatten Angst, dass ab eins vielleicht wird David und seine Männer gegen die Philister kämpfen, nicht? Die hatten nicht so sehr geglaubt, als kann ich eine Kirche glauben. Die sagen hier, wo können sie sich beten, wie sie den kann ich beleif merken, was mit ein paar von unser Lebens nehmen. Und dann raubt der Kirche David und sagte ihm, dass sie Tränen hüß müssten. Und das sei ich als ein großes Wunder Gottes, nicht? Dass David Talat nicht gegen sein Volk striden muss und dass er weiter nicht hüß können. In all wie mit unserem Studium wieder merken, will ich noch einen Punkt erwähnen. Dort zu dieser Zeit hat David viel mehr Nachfolger als am Anfang. Wenn wir unsere Bibel in der 1. Chronik aufmerken, da. 1. Chronik. Du so sagt Gottes Wort uns am 12. Kapitel, weil immer mehr Israeliten nach David in Ziklag gingen. Wir wissen, dort er nächste König sein wird. Und wir den Menschen sagen, dass Gott nicht mehr mit Saul wir. Vers 2 zum Beispiel, 1. Chronik, Kapitel 12, Vers 2. Vers 2 sagt dann sogar, wo Saul seine eigenen Sturmbreiter mit dem Sturm Benjamin nach David gingen. Das muss für Saul sehr schwer gewesen sein, wo die anderen Benjaminiter nach David gingen und am verleiten. Auch uit dem Sturm Gad und Juda kamen Männer nach David und sehen zu am Vers 19, wie gehören die, David, immer die, weil wir dort hören. Du sehen von Isai, Fried soll mit die sein, Fried soll auch mit deinen Helfer sein, wie es dien Gott die hält. In Vers 20,
und uit dem Sturm Manasse gingen auch wat Mana, even David, und das passiert an der Zeit, als er ab der Philister ihre Sieg gegen Saul zum Kampf ging. Und als das nicht ganz interessant kam, man kriegt durch und kriegt dann aus der Klote sein, wie der David wird nie gegen Israel striden, gegen eine Schauf Israeliten, ne David. Kriegen dann, die wollen David halten, auch wenn er gegen die Israeliten striden wird. Die gingen ne David. In Vers 23 sagt, so kämen alle Tag frische Lieder David, ihm zu helfen, bat dort ein großes Heer ward, so als Gott sein Herr. So, nu wären viel mehr als 600 Männer bei David. Und ich sehe mir sicher, dass als David sah, wo immer mehr Israeliten am kämen, als am der Klar geworden, dass Sauls Zeit nu mehr am wir. Wo wunderbar, liebe Geschwister, ist es, wenn wir ab Gottes Zeit warten down. Und es steht dort, wie Salz Samuel angriffen down, euer Gottes Blut für uns vorig ist. Wir müssen geduldig sein. Wenn Gott uns wiesen, der Kimmel, ich werde für die down. Okay, dann wollen wir geduldig sein und uthalten, ab Gottes Zeit warten, Gottes Zeit verluten. Und ein Tag wird dort so weit sein, wenn wir geduldig uthalten. Es ist nicht einmal leicht gedun, und das wird auch für David nicht leicht, aber er bleibt Gott treu. So, wenn wir nun Trainer ans Text blicken, ich lese für uns weiter Verse 4 bis 6 in 1. Samuel 28. Und das sind was von den Versen, die ich am Anfang all los. 1. Samuel 28, Verse 4 bis 6. Die Philister ihrer Krieger sammelten sich und kamen in Muten ihr Lehr oder Camp bei Shunem. Saul sammelte die Israeliten und sie Muten ihr Lehr bei Gilboa. Aber als Saul die Philister ihre Armee sah, hat er Angst und am Zattert sei von Bahn. Und dann frug Saul dem Herrn eine Ruth, aber der Herr gab keine Antwort. Nicht in einen Traum, nicht durch Urim und auch nicht durch die Propheten. Gott hat nicht zu Saul geredet, auch nicht zu seinen Propheten, auch nicht zu seinen Priestern. In den 1. Chronik 10, Vers 14 wird uns gesagt, dass Saul Gott nicht Hilfe fragen deit. Wo kann wir das dann verstehen? Hier los wie groß dort er fragt Gott eine Ruhe und Gott bleibt still. Aber in 1. Chronik 10, Vers 14 sagt dass Gott nicht, oder dass Saul nicht eine Gott ging, Hilfe zu suchen. Wo kann wir das verstehen? Well, ein Bibelforscher erklärt, dort scheint es, ob Gottes Wort sich hier widerspricht. Aber wenn wir Sauls Motive betrachten, dann verstehen wir besser, was Gottes Wort hier meint. Saul frug Gott Hilfe, erst nur dem er alles andere geprüft hat. Bloß dann, als Saul dort klar wird, dass seine Lehre ganz ohne Hoffnung mehr wäre, als er nach Gott gegangen. Und als er endlich Gott gefragt hat, bleibt Gott still. Er bleibt still. Und du hast eine sehr große Lehre in dieser Welt. Dort gibt eine Zeit, wo Saul für Gottes Leitung upwirkt und wo er Gott gehorsam bleibt. Aber sein Hort wird langsam hart und seine Life zu Gott wird kalt. Er mögt seine Augen und seine Ohren zu Gott tau. Aber als er die Ware aufmögt, wie Gott nicht mehr zu sein oder zu hören. Und dann ist die Frage für uns, wo sind wir von der? Sind wir Kinder Gottes, was eine Gottes Stamm harchen down und Gott dich bleiben down? Oder haben wir unsere Augen und unsere Ohren zu Gott auch gemerkt? Gott will von dir zu unseren Horten reden, wo du noch Zeit ist und genug ist. Wenn wir Gottes Leitung und Sterben ständig auflehnen, dann, liebe Geschwister, dann wird der Tag kommen, wo Gott nicht mehr zu uns reden wird. Und die Bibel sagt in Jesaja 55, Vers 6, siegt dem Herrn, solange als er sich noch finden lässt. Raubt an, wann er noch dich bei ist. Dort ja von dir immer noch genug. Er lässt sich noch finden. Aber wo lang? Gott gibt Saul keine Antwort. Was tut er dann? Weil wir wieder lesen, Verse 7 bis 10.
En zal zette sie deine sieg mi eine früh, die met de Daudes reden kon. Ik wel wat vreun en de deine zeden am. Du hast so eine Endor. En zal tragt sich so eine Kleider an, dass sie am nicht kann würden. En ging mal zwei von seinen Mannen in de früh und sie deiden det an nach. Und als sie de früh fangen, und sie zal te merk einmal Kontakt mit de Jester en Raub kriegt den ich sein war. Aber de früh sagt, du weißt doch, dass der Königssaal dort verboten hat, dass einer mit de Daudes redet oder Tikens utleicht. Woran soll ich saunt down, wofür ich sterben soll? En zal mir ein Versprechen ab ein Eid an dem Herrn sie nun und seht so sicher aus der Herr lebt, was die nicht am Trouble kommen wegen det. Und das kann ich meist nicht verstehen. Right? Woran wird es so schwer für so eine Person aus das zu finden? Erstens. Krieg, ja. Ja, so, er hat das verboten, nicht? Die sollen nicht mal so down. So eine Menschen wurden dann angebracht worden. Ja, sei gut. Und über hier sagt er, an Gottes Namen, die wirst nicht wegen das ankommen. Wenn die für mich sündigen wirst, dort wird Gott nicht gegen die halten. Dort hielt sich über krass, nicht? Über, sieht einer das von der und Tag nicht? Oder noch? Vierten? Ich weiß, manche Altmeniten in Ontario, die kann nicht selbst fort hier fahren, aber die kann Taxis annehmen. Und der Taxifahrer, der kann für ernst singen, aber die selbst, die kann die nicht fahren, right? Und die glauben, das ist okay. Wenn das sind sowieso bloß Weltmenschen, die kann die Taxis dann für die Altmeniten fahren. Und Christ sagt hier, die kost, wenn die für mich singen willst, dort wird Gott nicht gegen die halten. Und das ist nicht, wo Gott schaffen wird. Einer schreibt, Saul hat diese Menschen verboten, in Israel zu schaffen, dort wir fern. Aber dann ging er einem eine Route fragen. Und hier sei wieder, obwohl er prüft, Israel von dieser Eierreichtigkeit loszumerken, hat er selbst noch Eierreichtigkeit an seinem Hort bein. Und wir können Sünden öffentlich verdammen, aber wenn die in unserem Horten blieben, dann halbt das nicht, liebe Geschwister. Zu weiten, was reich ist und verurteilen, was arg ist nicht so gut, als zu tun, was reich ist. Und wo nahen wir dort, wenn wir behaupten zu glauben und über dort am Plicht stehen? Was sagen wir dann? Hekler, right? Ja, das wird Saul hier wird, der wird ein Hekler. Vers 11 bis 14. Und die Früh sagt, wem wirst die Hand, dass ich verraub? Und Saul sagt, raub einmal Samuel für mich. Und als die Früh Samuel sagt, schrie sei lüd und sagte Saul, warum hast du mich so eingeschmiert? Du bist König, Saul. Aber Saul sagt, du brauchst dich gar nicht ängsten. Was sitzt du? Und die Früh sagt, ich sei einen Jes aus der Erde rütkommen. Und Saul sagt, ne Wort latet dem. Und sie sagt, am latet na einen ollen Mann und er ist in einen Rock gekleidet. Und dann wird Saul dort Samuel wieder und er kneit sich vor sein gezeichnete Erde und verirrt am. Nun, die Bibelgelehrten sind nicht einig, aber ob das wirklich Samuels jest wir, die zu Saul erschienen wir und zu Amret, was sie sagen, nee, dort wir nicht Samuel, wir Saul am Ogebet haben. Und Gottes Wort wies uns einmal weiter, wo Propheten und Engel das niemals annehmen würden. Die würden einmal sagen, no, du dort nicht, ich sie nicht Gott. Die nehmen so eine Anbetung nicht an. Ja? Und die sagen, das wies uns, dass das bloß eine Weise Geste wird, die sich so aus Samuel merken, luten leid. Andere sagen, dass das hat könnte wirklich Samuels Geste wahr sein, wie es Gott Kontrolle über alle Säulen hat und wird keine Säulen vom Tod bringen, wann er dort wird wollen. Und mir ist es nicht so sehr wichtig, ob das wirklich Samuel wir oder nicht, wie weiten über als Bibelleser, dort mit Todes zu reden, ganz direkt gegen Gottes Wort geht. Und dort wir sollen nicht mit so einer Dinge zu tun haben. Dort lesen wir in 3. Mose 19, Vers 31. So eine Menschen, sagt Gottes Wort, wurden sollen angebracht worden. Es wird dort all gesagt, über so eine
sagt. So was hier wichtig ist, ist dort Gespräch, was zwischen diese zwei wir, zwischen Saul und dieser Geist, wer immer dort wir. Samuel fragt worum Saul am Ropen deed. Und Saul sagt am 3 in Vers 15, ich habe ein großes Problem. Die Philister, die kommen ab gegen mich und Gott hat sich weichgedreht von mir. Er antwortet mich nicht mehr, nicht durch Propheten und nicht in einen Traum. Und deswegen habe ich die geraubt. Ich will wissen, was ich tun soll. Und der erste Antwort in Verse 17 und 18. Der Herr hat dort an die getan, was ich die all eier seht. Hij hat dort Rick von die genommen und hat die Nuber David dort gegeben. Du hörst nicht nur, was der Herr seht, und deits nicht dem Herrn seinen großen Eier gegen die Amalekite ganz utführen. Deswegen hat der Herr die von der an dieser Leo gesagt. Und dort stammt, Samuel hat Saul von diesen Dingen all im Vorrat gewarnt. Wo haben wir heute dann, so sei überrascht, als Gott nu diese Dinge vor dich bringen deid. Saul hat ungefähr 25 Jahre, diese Dinge mit Gott reich zu machen. 25 Jahre, aber heute nicht. Nu wir sind Zeit mess an. 25 Jahre. Und einer konnte es nicht so reich verstehen, woran wird er dort nicht mit Gott reich machen, woran bleibt er so stehen. Und ich mache mich an beste Jahren 3 Dinge, als ich mit jemandem rede, da wir damals in der Kirche eine große Trouble. Und dann probierte ich mit den Menschen zu reden. Da wir nur eine große Uneinigkeit zwischen den Menschen und ich sagte, woran sei ich so gesandt? Wo fängt das an? Und dann vertauten sie mir eine Geschichte von vielleicht 40 bis 50 Jahren zurück, wo zwischen irgendwo gekommen wir. Und die 2 Menschen, die waren Kinder an der Kirche. Und von da wieder bleibt es so dort. Was zwischen Kindern passiert ist, bleibt für mehr 50 Jahre an der Kirche. So dass wir nur 25 Jahre, dort wir 50 Jahre. Woran merken, oder woran halten die Menschen so eine Gefeile für so lange? Woran merken sie dort bloß nicht reich mit den Menschen oder mit Gott, was einem fehlt? Was glaubt ihr, woran luten sie die Dinge Tag? Ja, stolz sein, right? Woran noch? Den Feind gefällt das sei. Ja. Dadurch konnte der Feind noch viel mehr Schulden anrichten, nicht? Woran noch? Vielleicht, ja, die wollen sich bloß nicht demütigen, nicht? Ja. Und vielleicht wollen sie nicht zugeben, dass sie vielleicht selbst arg wurden, nicht? Und arg wären. Liebe Geschwister, wofür Schulden kann Satan nicht anrichten, wenn so eine Menschen diese Dinge nicht reich merken dann? Aber wenn wir die Furz reich merken dann, wo immer dort fährt, dann hat der Sod und keine Stadt, wo er antworten kann. 25 Jahre. Gottes Wort ist ganz klar über was Sünden sind und was passieren wird, wenn wir mit anderen Horten sterben. Er gibt dann so und so viel Zeit, alles mit Gott und Menschen in Ordnung zu bringen, er tut es. Und wir sollen niemals denken, dass wir noch mehr Zeit haben, um diese Dinge reich zu merken oder um eine Vergebung zu freuen. Keiner weiß, wie lange einer hat. Und Saul hat genug Zeit gehabt, 25 Jahre, weil wir nicht so Saul sein und so lange warten, weil du tut es. Als Samuel verleiht, sagt er nach zu Saul, Vers 19, nu wird der Herr Israel und auch die an die Philister ihre Macht geben. Morgen wirst du mit deiner Sehenstaub mit mir sein. Der Herr wird die israelitische Armee auch an die Philister ihre Macht geben. Morgen wirst du mit deiner Sehenstaub mit mir sein. Wir sind reich. Der wäre reich. Und uns wird in Kapitel 31 gesagt, 1. Samuel 31, wo das passiert. Ich will die Verse 1 bis 4 für uns lesen, ehe wir schließen. 1. Samuel 31, Verse 1 bis 4.
Und an den Kampf zwischen den Israeliten und den Philister mussten die Israeliten ran. Viele starben beim Beucht Gilboa. Und die Philister, die holten Saul in seine Sehens an und sie schlugen Jonathan und Abinadab und Malchishua, Saul seine Sehens dort. Und der Kampf ging schlecht für Saul und wurde Kriege mit Beus und vielen, die fangen an, oder die fangen an und verletzten an. Und dann sagt Saul zu seinen Schildträger, nimm den Schwert und stärk mich damit, dass diese Unbeschnittenen nicht kommen und mich stärken und sich über mich Spuß merken. Aber die Schildträger, die dort nicht. Er engt sich Tosaya und dann nimmt Saul das Schwert und schmeißt sich durch. Rund 40 Jahre Eier versammelten sich die Lehrer in Israel in Rama mit Samuel Taub in Früh und Abend, um einen König zu haben. Oder dass Samuel einen König einstellen soll. Und die Israeliten, die wollen Krieg aus der anderen Völker sein und einen menschlichen König über sich haben. Und mit Saul als König werden die Israeliten Krieg aus all den anderen Völkern. Sie werden von Gott getrennt. Dann werden sie Krieg aus all den anderen Völkern. Von Gott getrennt. Und was für eine schreckliche Tod Saul hat. Aber sie sehen es nicht viel anders als dort für die meisten Menschen auf dieser Welt, die mit ihren Sünden eine Ewigkeit angehen. Er hat mehr als genug Zeit, seine Sünden Gott zu bringen, aber das nicht. Für Saul wird Gottes Gnade ausgerannt, aber für uns, von der hat Gott noch Gnade. Solange dort wir Udum an uns haben, hast du noch Gnade. Und der Hebräerschreiber sagt, von der, liebe Geschwister, wenn je seine Stimme hören wollen, verhört jene Horten nicht. Sagt Gottes Wort, von der, liebe Geschwister, wenn du was reich zu merken hast, dort will wir von der down. Von der. Und Paulus sagt in 2. Korinther 6, Vers 2, Harchemul, die ungenebene Zeit ist nu. Die ungenebene Zeit ist nu. Die Dach Jünteraden ist nu hier. Nu. Von der. Liebe Geschwister, wurden neidig, weil wir Gottes Anleitung von der annehmen. Absolut ist. Wenn du irgendwas hast, was Gott uns wiesen wird, oder auf dem Hotline wird, die wir anbringen sollen, oder mit Menschen über reinmerken sollen, dort sagt Gottes Wort, dort will wir von der down. Von der. Saul hat 25 Jahre. Wo lang wollen wir noch haben? Von der sagt Gott. Muss Gott uns helfen. Wann du weiße Dinge sind, muss Gott uns helfen, muss Gott uns Kraft geben, um die Dinge reich zu machen. Amen.